Hallo zusammen, das ist Krank Lizus oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin keine Viertelstunde vor Gamescom zurück und schon bringe ich ein neues Unboxing, und zwar von Saints Row 4 Whoop Whoop Super Duper Edition, oder wie das Teil heisst. Ich muss ein bisschen schauen, dass ich noch nicht zu fest Schatten gebe, ihr seht es. Aber ich glaube, das bekommen wir zusammen her. Ich habe mir jetzt hier die Collectors Edition für PS3 geholt. Und am Anfang, nachdem dass man es vom Plastik befreit hat, kann man mal hier das lästige Hinterteil eigentlich entfernen, wo einem mehr oder weniger einfach nur sagt, was drin ist. Das lege ich auch mal ein bisschen auf die Seite. Hier seht ihr eigentlich das Frontcover. Mittlerweile ist ja der Chef der Saints, der Präsident der United States of America. Und rein von dem her ist hier innen drin auch ein Siegel von dem genannten Präsidenten. Das kann man wegnehmen. Das ist nichts mehr als irgendeine eine Kartonseite. Und wenn man sich dann die Inhalt von dieser Box mal ein bisschen anschaut, sieht man hier das Game. Hinten dran ist noch so ein Download-Code. Und ihr seht es schon ein bisschen durchblitzen, wenn ich das hier rausnehme. Moment schnell. Nicht gerade alles verreissen. Ich lege den String ab. So. Sieht man dann eigentlich die lustigen Sachen, und eben, keine Ahnung, 120 Steine hat es jetzt gekostet, die Collectors Edition, was eher im günstigeren Bereich ist, auch wenn es natürlich noch viel Geld ist für so Staubfänger. Hat ein paar coole Sachen drin, und fangen wir doch gerade schnell mit der Statue an. Das ist, glaube ich, genau der Johnny Gat. Irgendwie, ja, sie gleicht mir schon. Ist ganz weiss, schnell jetzt nicht ganz, und ist zum Teil mit so grünen und gelben Farbtupfer versehen. Aber ist anständig, hat auch ein anständiges Gewicht, kommt sicher ins Regal. Und dann machen wir hier weiter mit dem Schlüsselanhängerli, mit dem Saints-Logo. Ist Plastik. Ja. Das Ringli hier ist, glaube ich, Metall, der Rest ist Plastik. Von dem her wird das nicht zum Einsatz kommen, sieht aber auch ganz okay aus. Und dann hier ist richtig cool. Muss ich schnell das Plastik hier drauf nehmen. Das wäre in dem Fall. Ah, Moment schnell, jetzt schnell ich das erst. Ich muss die Kamera noch ein bisschen richten, jawohl. Jetzt kann man hier mit dem Emergency-Schlüssel kann man aufmachen. Und dann kann man es hier aktivieren und dann die Base drücken und dann passiert irgendetwas Spektakuläres. Oder auch nichts. Ah, Moment schnell. Du hast sogar noch einen Lautsprecher drin und eine Batterie. Jetzt muss ich schnell schauen. Genau. Unten ist es auf Off, jetzt ist es auf On. Ist also richtig abgefahren. Wer hat sich nicht schon immer so einen roten Knopf zum Drücken gewünscht? Legen wir den wieder hierher, und jetzt kommt eigentlich das geilste Dubstep-Kanone. Und ja, es ist schon mal daraus genutzt, um mit ein Munition, das heisst Batterien aufzufüllen. Und ja, da vorne die Knöpfe kann man ein bisschen verschieben, das bringt nichts. Also, jetzt habt ihr es gehört, wenn man den Abzug drückt hier hinten, dann kommt der schöne Dubstep-Sound raus. Ich weiss jetzt nicht genau, weil hier leuchtet jeweils nur ein Licht, ob man noch irgendetwas anderes einstellen kann. Ja, ich werde es herausfinden, sonst werdet ihr es sicher auf einem anderen Kanal sehen. Ich muss jetzt also wirklich sagen, für die 118 Steine, bei Alcom habe ich es bestellt, ist es eine coole Collectors Edition. Effektiv, also abgefahrene Sachen sind dabei. Und das Game ist, glaube ich, schon gut. Muss ich aber zuerst noch ausprobieren. Das wird dann vielleicht schon 1-2 Videos geben. Wird sich noch zeigen. Wir hören uns auf jeden Fall morgen, für die, die Interesse haben. Am Gamescom-Video werde ich so ein bisschen erzählen, was wir erlebt haben, gesehen, was am meisten Spass gemacht hat und so weiter und so fort. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wenn ihr so immer schaut und hört. Macht's gut. Tschüss zusammen.